So, das mal in die klicken. Das ist auch ein Vorteil vom TÜV, dass er TÜV so stellen. So, wie gesagt, das mal in die klicken. Und wir sind voran, bin ich noch gewesen, und dann hat es auf einmal geknallt. Aber richtig geknallt. Ja, Verkehrsdienst. Ich bin im Verkehrsdienstkurs gewesen. Da hat es richtig geknallt. Und dann ist eine Tafel. Also ist ein AMG, der kostet etwa 250.000, ist voll in eine Tafel, in eine Strassenlaterne rein. Beziehungsweise hat es oben so ein Werbeschild gehabt, ich habe das noch nie gesehen, aber so einfach, ja, ist dann runter und es hat geknallt. Boah, wir haben so, das ist der Kurs ist dann früher noch fertig gewesen, wir mussten dort helfen gehen. Wir mussten helfen, aber ich sag dir, wie das geknallt hat. Und kannst du dir vorstellen, dass er so einen riesen Huren Mischkarren gehabt und nicht irgendein Smart. Wenn es mit dem Smart so reingefahren wäre, ich glaube, das Auto jetzt gerade halbiert. Im Fall wortwörtlich. So, jetzt sind wir da links durch. Das Auto jetzt wortwörtlich gerade halbiert. Und auch der AMG, der ist nicht gut zu Weg gewesen. Also wirklich nicht. Jetzt muss er morgen, jetzt hat er am Ausweis müssen den Schmier geben. Der kommt am Montag zurück über, weil es Untersuchung ist. Und dann muss er am Montag auf der Posten, und das war ja ein Deutscher gewesen. Und dann kann es sein, dass er ein Fahrverbot in der Schweiz überkommt. Ja, aber ich meine, weißt du, es ist kein kleines Vergehen, so eine hure Tafel abholen, weißt du? Es ist kein kleines Vergehen, das ist schon krass. Und kannst du im Fall auch froh sein, dass nicht noch Personen oder noch Autos entgegengekommen sind, wo die Tafel runtergekommen ist. Weißt du, so eine riesen hure Werbetafel. Nein, wirklich, das ist gar nicht gut gewesen. Jetzt gehen wir da rechts durch. Kennt ihr das? Ihr habt als TÜV-Fahrer das Fahrrad, aber ihr habt überhaupt keine Lust. Ihr habt Durst, aber ihr habt absolut 0,0 Lust, um entweder an eine Tankstelle gehen, in einen Laden gehen, in einen Kiosk gehen, also im besten Fall nur einen Kiosk. Aber ihr habt keinen Bock. Ja, wenn ihr am besten das Trinken bei euch habt, dann habe ich jetzt euch einen kleinen, aber feinen Lifehack für euch. Und zwar ist das so, einfach das Trinken mit dabei haben. Ich hätte am liebsten das Trinken da im Getränkehalter gehabt, aber bei meinem TÜV ist das relativ eng, wie ihr seht, ich kann gar nicht richtig lenken sonst. Darum habe ich das Getränk jetzt Lauf zu. Der hat eine Behinderung, sorry. Ich fahre schnell ein bisschen weiter und dann zeige ich euch, ich muss etwas trinken und zeige euch etwas. Und zwar, so, wir halten gerade da vorne einmal an und ich zeige euch etwas ganz Geniales. Ja, wir fahren da rechts durch. Nein, das war ein Knall gewesen, du. Und was einer gesagt hat, wenn jetzt noch eine Person wenn zu Schaden gekommen wäre, beziehungsweise die wäre safe gestorben, auf der Unfallstelle wird die gestorben, dann hätte die Untersuchungshaft gegeben, alles, das wäre... So, nein, ihr kennt das so, dann haltet das schnell an und dann zeige ich euch etwas. Und auf das ist das aktuelle Video gesponsert von I'm Fast Energy. Von einem Fast Energy. Fast as fuck Power Drink. Das Geile finde ich, könnt ihr mal schnell probieren. Machen wir schnell den TÜV abstellen. Wir können probieren, hört. Ah, geil. Also ich muss sagen, ich saufe relativ viel Energy. Leider, beziehungsweise relativ viel Red Bull. Von euch probiere ich nicht gesponsert. Ich saufe relativ viel Red Bull und ich finde, das schmeckt irgendwie ganz viel besser. Also, ich hatte halt dann zum Schnauzen voll von Red Bull immer das gleiche Geschmack. Und ich finde, der wirklich fein schmeckt. Ich finde, er hat ein bisschen etwas nach Wassermelone. Oder? Und das Geile ist, da steht drauf: Vorsicht, dieser Energy Drink könnte dich schneller machen als ein Eichhörnchen auf Koffeinjagd. Das finde ich noch geil, so Easter Eggs Verbot siehst, das ist halt verbüllt. Tönt das Video teilen, wie die Wahnsinnigen, liket, und wenn es ist ein heißer mit der Sonne sehe ich dann nicht richtig so. Nein, das ist also wirklich. Aber da seht ihr, wie schnell das geht, und die Ausrede von dem Fahrer oder von dieser Fahrerin, ich weiss jetzt nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, die anderen Personen sind Salzstängel am Boden gefallen und sie sind verschrocken. Die Person dann wirklich vor der gerade so eine Insel rein, wo
Pfosten drauf ist mit einer Tafel. Fahrt er gerade dort rein. Aber ist eine gute Ausrede, weißt du, wenn du sagst, du bist am Handy gewesen, ist nicht so gut. Boah, es macht so geil, so Spaß, mal andere Strecken zu fahren. Nein, aber schreibt mal bei euch Kommentare. Bei mir ist es so, wenn ich Auto fahre oder wenn ich TÜV fahre, ich brauche immer das Gesöff bei mir. Boah, ist mir gefallen. Ich brauche immer das Gesöff bei mir. Ich kann nicht irgendwo anhalten und etwas kaufen, dann verliere ich zu viel Zeit. Weißt du, dann verliere ich viel zu viel Zeit. Ich habe jetzt gehört, dass was ich eigentlich offiziell gehört habe, ist, dass es ökologisches Fahren gar nicht mehr gibt. Das habe ich gestern gehört, dass es ökologisches Fahren für das Auto, also nicht, wir reden vom Auto, dass es ökologisches Fahren für das Auto trotzdem wieder gibt. Und dort kannst du auswählen oder du musst sogar alle 3 Autos fahren. Hybrid, Wasserstoff und normale Verbrenner. Hybrid. Komplett Elektroauto, Verbrenner und Wasserstoff. Die 3 muss man fahren, angeblich. Ich habe das gehört von einer Person, aber ich würde gerne in die Kommentare schreiben, ob das stimmt. Ich habe jetzt noch nicht nachgelesen, ob das so stimmt. Es wird ja auch immer viel geschnurrt. Immer gerne viel geschnurrt. Und zuerst, ich muss wirklich eine neue Auspuff machen, man hört überhaupt nichts. Man hört überhaupt nichts. 3 Frauen im Mustang, nicht schlecht. Der sieht aus, als ob er so ein Gothic-Fan wäre oder an so einer Mittelalter-Messe wäre. Die sind ja auch mega im Film, die so Dingmessen machen, so Mittelalter-Messen sind auch Huren im Film. Und weißt du, so einen Job zu haben, wie ich jetzt habe, ist eigentlich noch geil, du kennst dich dann mit dem Gesetz aus. Du kennst dich mit dem Gesetz aus und du kannst dir eher etwas erlauben, weil du ganz genau weißt, wie das Resultat rauskommt. Also nicht, du weißt nicht ganz genau, aber du kannst es abschätzen. Also das heisst nicht, dass ich jetzt nicht den Job kann, wo du zum Schwerverbrecher werden, aber es ist einfach, du kannst besser mit Problemen umgehen. Weißt du, was ich meine? Soll ich überholen? Soll ich jetzt filtern? Ist denn jetzt da los da hinten? Schau, die können auch nicht fahren. Immer Stop and Go haben die. Immer Stop and Go. Immer Stop and Go haben die. Das ist auch nicht normal. Boah, die hat Musik für die ganze Stadt, hast du gehört? Die hat Musik für die ganze Stadt. Ah, ich bin falsch gefahren, ich double. Warum muss ich umkehren? Warum muss ich jetzt umkehren? Ja, ich fahre einfach geradeaus, oder? Soll ich umkehren? Hä? Na gut, dann gehen wir links durch. Jetzt fährt uns der Mustang einfach durch. Hey, wie Garagenummer dann noch? Ja, ich leck mir am Arsch. 30er-Zone. Dreiviertel Stunde, ja gut, aber ich glaube im Stau mit dem TÜV wäre jetzt auch ungeil. Wäre jetzt auch ungeil. Wenn ihr mal gesehen, wie das so ist, wenn ich jetzt mit ABS bremse. Vollbremsung mache. Es tut so, bei ABS, das ABS macht dann so, aufzu, also das ist kein Witz, das tut die Bremse so machen. Aufzu. Weißt du, wegen, weil sonst hast du durchdrehende Räder. Wenn bei der alten TÜV oder alten Auto ist es so, dass es komplett bremst, dort die Zange komplett zu und das heisst, die Rädchen rutschen. Du rutschst, übertrieben gesagt, wie auf dem Eis. Oder? Übertrieben gesagt, wenn sie dann zupackt, dann rutschst du einfach weiter, bis du schlussendlich auf dem Nullpunkt angekommen bist, oder? Wo bin ich da gelandet, in welchem Kaff? In welchem Kaff bin ich denn da gelandet?
So, ich muss aus irgendeinem Grund wieder zurückfahren. Ich kapiere es nicht ganz. Jetzt voll Rough-Pumpen, nein. Lieber nicht. Aus irgendeinem Grund bin ich irgendwie falsch gefahren. Ich weiß nicht, das scheiß Navi hat sich wieder umgerechnet. So. So. Heute habe ich auch einen gesehen, der ist 3 mit einer KTM SMCR, aber so eine geile Folierung. Die haben so geile Dekos drauf. Mit so einer richtig geilen, so, ich bin eigentlich keine Frau, aber das ist ja gleich. Ah, den da! Den da habe ich gesehen. Das ist das der gewesen. Ja, voll! Der ist in 3 Mal ist der mir entgegengekommen, ja, peace. 3 Mal ist der mir dort durchgefahren, wo ich lasse jetzt gerade aus dem Sack, wo ich musste winken, wo ich Verkehrsregelung gemacht habe. 3 Mal ist der dort durchgefahren. Oder es hat einer genau die gleiche, das gleiche Deko drauf, wie ich, kann ja auch sein, gell? Jetzt ist es geil, jetzt kann ich dann richtig geile Kurve fetzen. Richtig geile Kurve fetzen. Den habe ich 3 Mal ist der bei uns vorbeigefahren. Und im hure laut. Also ich glaube, das ist der fährt ohne Cut. Ich glaube, der Bre fährt ohne Cut. So jetzt kann ich dann Gas geben. Schöne Kurve mitnehmen. Wenn ich nicht rede, wie immer, ich muss mich konzentrieren. Links durch. Nach Birchwil. Besser gesagt nach Embrach. Ah, das ist eine geile Strecke. 18 Uhr ist gesperrt. Mal schauen, ob sie noch gesperrt ist jetzt. Wenn ich durchfahre. Gesperrt, Scheiße. Nein, da darf ich nicht durch. Jetzt eine Kamera. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Muss ich da durch? Die Kamera sagt so durch, da und oben links durch, oder? Da sieht das so aus. Schön, dass ihr immer am TÜV-Fahrer so viel Platz nehmt. Wenn ich ein Auto wäre. Es wird immer später. Die Haibine. Nein, ich will mal sagen, wer das war für das heutige Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spass daran. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bask, jetzt habe ich es gelernt.